Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Wir wollen jetzt zusammen schauen, wie es mit unseren Anhängern weitergeht. Ich habe die hier getrocknet über Nacht. Ja, ich muss dazu sagen, sie sind tatsächlich so ein bisschen verbogen beim Trocknen. Wir hätten da ein bisschen besser aufpassen und sie zum rechten Zeitpunkt kehren. Ja, noch. Aber wenn sie ja dann irgendwie so als Anhängli hängen, fällt das ja dann auch nicht mehr so wahnsinnig auf. Ist egal. Ich habe mir jetzt so ein paar Sachen parat gemacht, und zwar ein bisschen Aquarellfarbe. Das ist so glitzerige Metallic Aquarellfarbe aus dem Migros. Dann habe ich da zwei wunderschöne Servietten gefunden, die ich in einem Happy Mail bekommen habe. Dann habe ich hier Nagellack und Art Potch Lack und Leim. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, was wir hier mit dem machen können. Die drei auf jeden Fall, habe ich gedacht, möchte ich ja gerne mit Servietten bekleben. Und was ich hier schon mal zeigen kann, bei dem hier habe ich das Serviettchen, das Sommervögel auf der Serviette ausgerissen, hier drauf und nachher einfach mit Wasser drüber. So. Und nachher habe ich es noch ein bisschen angemalt, und als ich dann mit der blauen Farbe noch drüber bin, der Hintergrund war tatsächlich weiss vom Sommervögel. Ja, hat es natürlich die Ränder so fest angenommen, die Farbe. Ja, und jetzt sieht man halt einfach den Umriss von dieser Serviette. Da habe ich zwar auch ein bisschen mit Farbe, aber ich habe ein bisschen mehr verdünnt. Ein bisschen weniger Farbe genommen, und vor allem vom Gel. Es ist so eine Mischung Gel und Rot. Da fällt es jetzt nicht so fest auf, das Rändchen. Ja, ich weiss aber nicht, wenn man das Papier grösser macht und nachher dann hier abreißt, das würde wahrscheinlich auch gehen, ganz am Rand, dann das nasse Papier abreißen. Das können wir ja mal ausprobieren. Und eben, wie gesagt, die hier haben wir jetzt wirklich nur mit Wasser drauf gepinselt. Wenn wir jetzt hier knübeln, könnte man das wahrscheinlich einfach wieder so abnehmen. Aber schlussendlich eigentlich so haben es wirklich ganz gut. Man könnte jetzt die eben noch drüber rein lackieren und dann würde es definitiv bombenfest haben. Aber ich war überrascht, dass es eigentlich jetzt schon so gut eigentlich darauf hebt. Aber ich habe gedacht, das Mal mache ich es nicht mit Wasser, sondern ich mache es mit Art Potch gerade ein bisschen drauf. Dann haben wir klebt es definitiv und es ist schon ein bisschen lackiert. Keine Ahnung. Ah ja, und auf die kleinen habe ich ja auch noch wollen. Da habe ich doch auch Servietten drauf. So. Ah, aber da habe ich ja auf die Herzchen noch Blümchen drauf gemacht. Ich glaube, ich verschneide mir das. Da hat das ja gerade so wunderschöne Viereckchen. Kann man sich hier gerade schön aussuchen, was man gerne hat. So, mal schauen, wie weit wir da kommen mit dem Zeug. Ich weiss nicht, ob die Blumen ein bisschen zu gross sind, nachher nicht mehr gut zur Geltung kommen. Aha, jetzt müssen wir natürlich da noch abknübeln. He? So, also als erstes einmal, ich will als erstes das, glaube ich. Ah, das kommt ja schon von allein. Dann mache ich es doch ein bisschen an die Seite, damit wir wirklich, oder da, dass wir die zwei Rosen sicher drauf haben. Irgendwie so. So, und dann nehme ich mir hier den Pinsel und ein bisschen Art Potch. Ich tue jetzt gar nicht verdünnen. Und streiche hier mal von der Mitte gegen raus und probiere keine Rümpfe zu machen.
So, hat schon Rümpfe gegeben, schön. Hui. Und jetzt machen wir jetzt das mit dem Rändchen. Ich habe Angst, dass ich es verreisse. Da wieder ein bisschen näher kommen mit dem. Und mein Papier, da mein Haushaltspapier, um ein bisschen abtupfen. Ich mache jetzt hier mal nass. Aussummen. Ich weiss es nicht, ich probiere einfach mal aus. Gut, man könnte es natürlich auch umlitzen. Wir es umlitzen, so. Das ist aber vielleicht von der anderen Seite dann wirklich nicht schön. Dann nehmen wir jetzt auch noch ein bisschen Potsch. Das ist ja dann egal. So. Oh ja. Da ist jetzt natürlich zu kurz. So, und das Loch stiche ich jetzt einfach mal durch mit dem Bleistift. Ah ja, schau. Da kann man das ganz schön auch so gegen innen tun. So. Oh ja, das ist jetzt aber noch herzig. Lassen wir doch das mal so trocknen. So, und dann, wenn ich jetzt da so dran stüpfe mit dem Pinsel, dann sollte es doch das eigentlich abreißen. Ich probiere mal einen anderen Pinsel, einen, der etwas härtere Borsten hat. So einen hier. Was ist los? Aha, ist das jetzt da wieder runtergerutscht? So, nein, so geht es natürlich gut. So, oh doch, mich dunkt das aber noch recht gut. Ich glaube, ich mache es beim nächsten auch wieder so. So, komm, jetzt wollen wir mal ein bisschen mit der Farbe umeinander flotschen. Jetzt habe ich natürlich hier nicht so ein gutes Grün, so ein richtiges Grün habe ich nicht. Aber das sieht doch sicher mit dem auch ganz gut aus. So, und ich gehe jetzt da nicht irgendwie extrem schön ausmalen, habe ich mir gedacht, sondern ein bisschen so. Und dann ein bisschen mit Wasser. Das noch ein bisschen verschmieren. Und jetzt, was haben wir da noch für einen Hintergrund? Ein bisschen mit Gold oder was das ist. So. Und das Rändchen mache ich jetzt auch noch gerade. Ich werde das nicht ganz so dunkel machen, sondern das soll wirklich sehr fein, pastellig, aquarellig sein.
und nur so ganz wenige Akzente habe, die etwas dunkler sind. So. So. Ist das schön oder ist das nichts? Keine Ahnung. Also ich probiere jetzt hier mal so ein Ornament. Oh, was ist das jetzt da? Aha. So, jetzt tun wir das hier mal. Oh, und ich habe gemeint, ganz fein. Ja, doch, so ganz fein mit dem Rosa ein bisschen grundieren. So, und jetzt hätte ich gerne die Ornamente ein bisschen besser rausgehoben noch. Und hätte jetzt eigentlich mit ein bisschen Violett noch drauf. Aber ich habe eigentlich schon wieder Angst, dass das nachher dann ein bisschen zu krass wird. Ah, und vor allem... Nein. So nicht. So wird es nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. So geht es nämlich jetzt die Farbe in die Ritze rein und füllt die Ritze aus. Und nachher ist nicht das Ornament, das sich aufhebt, sondern eben das innen drin. Aber hey, es sieht auch schön aus. So, und da würde ich jetzt eigentlich gerne wissen, wie es aussieht, wenn die Schrift innen weiß bleibt. Da muss ich jetzt schon ein bisschen aufpassen. Also da kann es von mir aus drin hineinlaufen, in diese schönen Müsterchen rein. Aber ich will nicht, dass es in die Schrift hineinläuft. Das probiere ich jetzt einmal. Das sieht schon mal cool aus, finde ich. So, ja, das F kann man jetzt nicht so gut lesen. He? So, aber sonst finde ich es gut. Jetzt für dich, das probieren wir mal so rot zu machen. Mal schauen. Und so ganz fein rot, ob wir es schaffen. Da füllen wir jetzt die Buchstaben. Warte mal. So denke mich das eigentlich noch gut. Und jetzt hinten noch. Soll ich das mal noch blau machen? Das ist zwar wieder so ein... geht eher ein bisschen ins Violett rein. Oh. Ist violett, würde ich jetzt mal so behaupten. Oh, schön. Schön. So, da möchte ich doch jetzt das mal ausprobieren. So einen ganz hellrosa Hintergrund. Oh. Das ist irgendwie noch ein bisschen staubig. Dass es nicht richtig zu war. Oder besser gesagt, es einfach stehen. So. Also ganz einen hellen
Hintergrund und dann probiere ich mal die Rose ein bisschen schön auszumalen. Genau. Dann hier machen wir mal ganz hell. Und jetzt hier noch ein bisschen Gold. Mit ein bisschen Gold dahinter. Ui. So. Wenn man ein bisschen viel Wasser nimmt, dann läuft das wirklich da schön in die Ritze. Und dann sieht man das so ganz schön. Und jetzt aber wieder probieren, hier noch ein bisschen Grün drauf zu bringen auf die Blättchen. So. Oh ja, gefällt mir schon fast ein bisschen besser als der. Und da habe ich sowieso gedacht, den Sommervogel möchte ich goldig machen. So. Ui. Das ist aber sehr dunkel. So, und jetzt ist die Frage, was kommt aus rum? Irgendein hellblau wäre jetzt noch schön gewesen. Ja. Jetzt mache ich zuerst mal einen grossen Bogen um den Sommervogel, damit das dann nicht sich zu fest vermischt. Oh ja, das ist ja herzig. Und da hätten wir noch so nochmal ein anderes Rosa, das wir bis jetzt noch nicht hatten. Dann nehmen wir doch das noch mit. Ja, das ist nochmal eher so ein kleines Lila. Ganz feines. So, und jetzt wollte ich aber schon noch ein goldiges machen. Voilà. Oh ja. Irgendwie passt mir jetzt hier nicht, dass hier drinnen die Buchstaben weiss sind. Im Gegensatz zu den anderen mit Buchstaben. Und ich glaube, ich mache hier. Ich probiere hier, ich hoffe es geht, dunkelblaue Buchstaben zu machen. Oh ja, ja, das ist schön geworden. Das ist also wirklich schön rausgekommen. Das freut mich jetzt also gerade. Soli! So, weil es ist jetzt unser erstes gewesen, das da. Das ist aber schon noch recht nass. Da nicht. Nein, das war das erste, glaube ich. So, nein, das ist ziemlich trocken. Da haben wir halt ganz viel Wasser drauf. Da. So, aber ich habe das Gefühl, ich bin wieder komplett nicht im Bild, gell? Das ist furchtbar. Eben hier hat es ein bisschen
ja, die Kante jetzt nicht so hübsch ist, die hätte man sicher mit ein bisschen Schleifpapier können. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich weh machen würde oder dass gerade alles abbröckeln oder so. Aber ich könnte jetzt bei dem, weil der jetzt wirklich schon trocken ist, mal probieren, ob man das mit Nagellack ein bisschen fixieren kann. Weil das dunkelt mich jetzt eigentlich noch recht praktisch. Ich hoffe, es tut mir nicht allzu fest hier, abfärben. Ui, das war vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Ich nehme jetzt einfach mal den, weil mir der gerade so in die Finger gekommen ist. Und ich habe Lack, aber ich glaube wirklich nur so in einer ganz grossen Büchse innen für... Hey, kommt jetzt auch noch etwas? So halt für Holz lackieren würde sicher gehen. Würde ganz sicher gehen, habe ich das Gefühl. So, aber der hätte jetzt noch müssen vorschreissen. Und darum habe ich jetzt gedacht, komm, wenn der jetzt schon gerade da so rumsteht, probieren wir es doch mit dem. So, voilà, das gibt nämlich eine ganz hübsche Oberfläche. Dann sieht es wirklich richtig aus wie so wie aus Ton. Ich habe das Gefühl, ich könnte natürlich auch mit dem drüber. Der ist einfach... Steht das da drauf? Ist der matt? Das steht gar nicht. Ich könnte ja noch mal eins mit dem bestreichen. Welches? Nehmen wir das da. Nehmen wir das da. So. Ui. Wenn wir die Löcher gerade gefüllt haben. Da, ja, da lösen wir jetzt natürlich mit dem gerade komplett die Farbe an. So. Hey, ich finde, die sind alle extrem schnusig rausgekommen. Und so als Geschenkanhängerli. Vielleicht das da. Oder sonst irgendwo noch immer dranhängen. Oder für eben auf ein Journal, Journal. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die da oder ja auch die mit diesen schönen Ornamenten auch noch ein bisschen mit Stempelfarbe bearbeiten. Weißt du, die sind jetzt doch schon trocken. Hey, ich hole das noch schnell. So, also für die nehme ich mir mal da ein bisschen Brauns, ein bisschen Walnut-Stain. Vielleicht ist das auch schon zu dunkel. Ah, keine Ahnung, einfach mal probieren. Oh. Das ist aber hübsch, schon geht's. Und da auch ein bisschen. Ja, kann man ja auch ein bisschen. So, oh ja, hey, aber das ist jetzt also schön geworden. Das sieht viel cooler aus wieder so, oder? Machen wir auch noch gerade ein bisschen. So. Ist das eigentlich schon trocken da jetzt? Oh. Ja, schon fast trocken.
Gerade so staubtrocken. Hey, und das finde ich sieht mega schön aus, wenn das so glänzt. Es sieht wirklich aus jetzt noch viel mehr wie ein richtiger Ton oder sonst irgendetwas. Da kann man sich, ja, tue ich dann vielleicht das eine oder andere, tue ich vielleicht sogar auch noch mit Nagellack ein bisschen anmalen. Das da, gibt irgendwie so eine kleine gespässige Schicht drauf mit dem Art Potch. Bin ich jetzt nicht so mega überzeugt. Da müsste man vielleicht wirklich einen nehmen, der richtig schön glänzt. Oder halt eben einen richtigen Lack. So, hey! Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spass gemacht. Und ihr habt vielleicht jetzt eine Idee, was ihr machen könnt, wenn ihr auch noch von solchem Zeugs daheim habt. Oder wenn ihr das einmal seht, irgendwo liegen und dann denkt, oh ja, genau. Da kann man ja so mega herzige Anhängchen damit machen. Man kann natürlich 1000 und aber 1000 Sachen mehr noch damit machen. Ja, mir ist jetzt einfach gerade das in den Sinn gekommen, weil ich das in einem lustigen Büchlein von einer Freundin eben drinnen gesehen habe, so etwas in dieser Art. Ich weiss leider jetzt gerade nicht mehr, was das für ein Buch war, wie das geheissen hat. Aber irgendwas mit Modellieren, mit lufttrocknendem Ton, irgend sowas. Das war das. So, genau, ich mache jetzt hier ganz in Ruhe einfach die hier noch fertig, die kleinen paar noch. Und ja, dann muss ich mir auch schon wieder überlegen, was wir beim nächsten Mal miteinander umbasteln könnten. Und ich hoffe natürlich, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dann, tschüss!